Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Ja. Ich bin heute jetzt hier, heute ist Samstag, Datum, Wetter, Uhrzeit, extra früh aufgestanden an meinem freien Samstagmorgen um 7:30, um dieses köstliche Met für euch zuzubereiten. So schaut es nämlich aus. Ne? Da soll einmal sagen, der Kasper macht seinen Job nicht. There we go. Mir ist aufgefallen, dass das Video, in dem ich euch dazu aufgefordert habe, mir Vorschläge zu bieten für Rainers Schandtaten, ja erst heute Abend erscheint. Jetzt muss ich mir tatsächlich heute selber noch wahrscheinlich 2 Schandtaten raussuchen, weil ich werde 2 Videos aufnehmen, ein bisschen vorproduzieren, damit ich morgen mal Ruhe habe. Richtig. Und dementsprechend würde ich gleich mit Rainers Schandtaten anfangen, damit wir das hinter uns haben. Rainers Schandtat des Tages sind die Hamster. An die Leute, die es nicht wissen, Rainer hat relativ früh in seiner Karriere zäumen wir das Pferd anders auf. Rainer hatte nie originellen Content. Ne? Also der hat nie irgendwas gemacht, wo er tatsächlich selber die Idee dazu hatte und gesagt hat, das ist gut, das mache ich. Das hat noch keiner gemacht. Einwandfrei, let's go. Ne? Rainer hat immer schon im Internet andere Leute gesehen, die gerade damals auf YouTube halt neue Dinge gemacht haben. Es war aufregende Zeit. Broadcast Yourself war tatsächlich noch Name of the Game. Und da gab es ganz, ganz viel großartigen Content. Manche haben einen großen Durchbruch erst sehr viel später, aber mit derselben Scheiße gemacht. Und Rainer hat sich das angeschaut und hat gesagt, hier, Copy-Paste, etc. Das machen wir. Ich meine, um fair zu sein. Ich habe, mein komplettes Kanalkonzept ist nichts anderes. Ne? Ich habe andere Reaktoren, Kasper gesehen und habe mir gedacht, ich habe da auch noch was dazu zu sagen, da mache ich halt auch so einen Kasper-Kanal auf. Ne? Verzeihung. Frosch im Hals. Aber bei Rainer war es halt wirklich so, egal was es war. Hier 4 Drachen und ein Medal. Hat er von Varion geklaut. Das wird der Meddler unter den Let's Playern oder andersrum. Doch, der Meddler unter den Let's Playern wollte werden. Die Let's Play-Scheiße von Gronk geklaut. Seine sein Wannabe-News-Format hat er von Liv Lloyd geklaut. Und so weiter und so fort. Es war alles straight up geklaut. Er hat nie eine eigene Idee gehabt. Und es gab halt damals viele Influencer, sagen wir mal, die wurden damals noch nicht so bezeichnet, aber ne? Content-Kreatoren auf den verschiedenen Seiten, nämlich damals, ich glaube, waren beschränkt auf Twitch und YouTube größtenteils. You know. Und wenn die halt, wenn die mit Kamera gestreamt oder Videos gemacht haben und die hatten Haustiere, waren oft mal die Haustiere irgendwie halt auch Teil vom Content. Ne, das kann ja passieren. Ich sitze hier auch und die laufen auch überall Katzen um mich rum. Wenn die Kamera an wäre, dann könntet ihr dauernd irgendwelche Katzen im Hintergrund sehen, die Erzadler die Scheiße bauen. Und das ist bei diesen Leuten beim Publikum sehr, sehr gut angekommen. Ne? Weil Haustiere süß sind. Ne? Vor allem Katzen, aber ich sehe schon auch Hunde, dass die auch süß sind. Und was hat der Rainer sich gedacht? Ja, so Katze ist teuer, Hund ist teuer. Was machen wir denn? Hamster. Hamster hat er sich geholt. Und jetzt ist nämlich genau der Knackpunkt schon erreicht. Die anderen Kasperl haben sich Haustiere angeschafft,
weil sie gern Haustiere gehabt hätten. Und diese Haustiere sind dann natürlich, weil du ja als Influencer irgendwie einen tiefen Einblick auch in dein Privatleben gibst, sind diese Haustiere natürlich auch in den Content mit eingeflossen und mehr oder weniger Teil dieser Internetpersönlichkeit geworden. Ne? Was weiß ich, ne? Sorry, Leute. Ich mach mal kurz Pause, oder? Boah, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo der auf einmal herkam. Der war gerade noch nicht da. Ich habe einen solchen fürchterlichen, hartnäckigen Lungerharing hinten drin hängen. Das ist äußerst Spades. Egal. Ja, Rainer hat sich gedacht, wunderbar. Tier-Content it is. Ja, da kann ich mir dann auch noch super sympathisch geben. Und dann vielleicht lockt es noch ein paar Mullen an. Einwandfrei. Let's go. Und dann hat der Rainer sich Hamster geholt. Und wie mit allem, was er unbedingt haben muss, das ist dann, bei den anderen Dingen waren es Gott sei Dank wirklich nur Dinge und keine Lebewesen. Ne, wenn wir sehen, die Hotdog-Maschine, die Zuckerwatte-Maschine, die was nicht alles Maschine, das ganze Gelump, was er sich damals hat irgendwie auf der Battle-Liste herbetteln lassen, das ist ja auch alles. Einen Tag lang war das der größte Scheiß, er hat das schön damit vor der Kamera spielen können, danach ist das alles wieder in der Tonne gelandet. Ne? Die Fritteuse hat er regelmäßig benutzt, aber das hat man nie gesehen, weil die stand ja unten. Oder in der Kuch. So. Problem bei den Hamstern war es genauso. Er hat sich diese Hamster angeschafft, dann hat er die in die Kamera gehalten. Dann hat er sie, glaube ich, noch ein zweites Mal in die Kamera gehalten und danach hat sie nicht mehr interessiert. Es hat vor allem auch den gewünschten Effekt nicht gehabt. Denn im Gegensatz zu seinen kognitiv, sagen wir mal, besser aufgestellten Kollegen, in Anführungsstrichen, im Internet, haben die Leute ihm nicht zugetraut, dass er das Viech oder diese Viecher halt irgendwie tatsächlich selber, dass er sich um die kümmern kann. Zu Recht offensichtlich. Und was passiert? Rainer kriegt Tipps. Ne? Oh ja, ich habe auch mal Hamster gehabt, hier und da, bla bla bla. Und ich glaube, das waren wirklich ernst gemeinte Tipps, wo man sich gedacht hat, hey, der ist ein wenig dumm, aber jetzt hat er die Hamster und schauen wir mal, dass wir ihm helfen, dass es diesen Hamstern dann auch so gut wie möglich geht. Natürlich nicht mit einberechnend, dass dieses Ding wieder eine Trotzreaktion rausschießt und genau das Gegenteil macht. Und dann hat er die Hamster verknüpft im Kopf mit die Leute im Internet, die ihm schon wieder irgendwelche Vorschriften machen wollen. Und dann waren die gleich ganz unten durch. Dann hat er die genommen in ihren Käfig und hat die unter das Dach in die pralle Sonne gestellt und einfach da stehen und verrecken lassen. Ja, die Viecher da einfach verrecken lassen, weil sie a. ihm keinen Nutzen mehr gebracht haben. Das Projekt Ich farme Aufmerksamkeit und Reichweite im Internet mit Tieren ist gescheitert. Sie hatten keinen Nutzen mehr für ihn und zweitens müsste er sich ja drum kümmern. Das ist harte Arbeit. Hier den Käfig sauber machen, denen was zu fressen geben. Die Dinge, die man gerne tut, wenn man sich ein Tier von Herzen geholt hat und es tatsächlich liebt, ist scheißegal. Die waren einfach nur noch eine Belastung für ihn. Und deswegen hat er sie einfach in der Sonne, unterm Dach, in diesem Käfig jämmerlichst verrecken lassen. Und wenn irgendjemand von euch das noch nicht gewusst hat und ihn dann mal wieder schwadronieren hört, wie wichtig Tierschutz ist, dass er angeblich im WWF ist oder war und dass er so sehr sich gegen das Leid von Tieren einsetzt, etc. bla bla, und ihr seid zufällig im gleichen Raum mit ihm, dann macht's, was er wollt. Ne? Das einfach Peak-Abschaumverhalten gewesen. Und das Rainers Schandtat des Tages von meiner Seite. Richtig. Jetzt aber zu erfreulicheren Themen. Wir sagen hier, wir sind hier die chaotischste Folge bisher. Ich hoffe, das stimmt. Aber es fängt gut an. Es geht um Barne. Es geht ums Testament. Akzente, da wird cringe. Japanisch, okay. Flirtlord, nochmal Japanisch.
Ah, ja, hier ist Gaming. Okay, okay, das können wir überspringen. Es schaut so aus, als wäre wenig Gaming und Anime-Blubbel-Blubbel dabei und sehr, sehr, sehr viel, ne, wo ein bisschen Fleisch am Knochen hängt. Richtig. Dementsprechend bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer hockt euch her. Sammermehrer. Reißt's euch a Häube auf. Mir gängen einer in Rainer. Auch dieses KI-Bild ist einfach viel zu attraktiv, viel zu viel Hals, viel zu wenig Titten. Das kann nicht Rainer sein, ne? Guten Abend. Hallo. Servus. Jetzt hast du mich aber erschreckt, oh Gott. Ja, du bist sehr, also ich bin sehr laut bei dir, ich höre mich doppelt teilweise. Ja, warte. Ich muss dich noch ein bisschen leiser machen. Das ist, weil ich dich immer auf Lautsprecher habe. Ich habe halt eigentlich keine Kopfhörer und sowas da, deswegen. Ja, ich wette, was die hat ihren Macker nebendran sitzen und der will das halt auch hören, was der Dicke vom Stapel lässt. Und jetzt stellt man das so ein, dass das Mikro, das, was von den Boxen kommt, nicht mit aufnimmt. Ja. Kein Ding. Bin aber gerade am Essen, also nicht wundern. Jo, War ja ausnahmsweise mal. Musst du wissen, der Rainer, der isst ja normal gar nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr abends irgendwie um 10 auf die Nacht den Rainer drauf ansprecht, ne, oder wenn ihr sagt, ich habe Hunger, sagt er, ja, ich muss auch einmal was essen. Den ganzen Tag nur nichts gegessen. Das ist diese die Alzheimer-Fresssucht oder was das ist. Einfach der Typ schürt sich irgendwie zum Frühstück, hat er neulich gesagt, 5 Semmeln rein. Und da könnt ihr gut und gern damit rechnen, dass egal was er da drauf tut, ob es Nutella ist oder Wurst, dass das Zentimeter dick da drauf ist. Ne? Also 5 Semmeln, das haben wir, wenn du die in der Mitte auseinanderschneidest, 10 halberte Semmeln. Dann machen wir 50-50 mit Wurst und mit Nutella. Dann hat der da zum Frühstück schon 3000 Kalorien in den Klotzkopf reingerendert. Dazu kommt noch ein halber Liter Kaffee mit 15 Stück Zucker drin. Und das macht natürlich durstig, deswegen schütten wir sie danach nochmal einen Liter Cola rein. Ja, schon 5000 Kalorien und das ist nicht einmal Mittag. Ja? Und dann wundert man sich, warum er Diabetes hat und die Suppen unten aus dem Wasserbein rausläuft. Aber er ist kerngesund, dem fehlt überhaupt nichts. Der Arzt hat gesagt, der hat Blutwerte wie ein kleiner Bub. Es fängt schon wieder gut an. Ha? Alles gut, ich habe ja auch gerade Essen gemacht gehabt. Ja. Und alles gut soweit. Naja, gerade ist mein Rechner wieder ohne Grund abgeschmiert. Ja. Nein, dein Rechner ist abgeschmiert, weil du den wie alles, was du jemals besessen hast, einfach wie Scheiße behandelt hast. Ich hab auch, bevor ich jetzt diesen Tower hatte ich hier einen Laptop stehen. Den hatte ich 5 Jahre. 5 Jahre und der hat easy funktioniert. Irgendwann hat er einen Arsch hochgemacht, weil, ja gut, nach 5 Jahren wirklich sehr intensiver Belastung. Und dann später natürlich, ne, je älter die werden, wenn du aktuelle Spiele spielst, ist natürlich noch mehr Belastung. Hat er gestreikt. Ne? Das darf er dann auch. Aber gut, sein Rechner ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Aber er ist halt mit diesem Laptop, ihr kennt die Bilder noch, wenn man dann da durch Nürnberg hat wongeln sehen, im strömenden Regen, Laptop-Tasche, die ist auch nicht hundertprozentig dick. Ja? Und dann sitzt er da wieder im Backoffice, die ganzen Brösel, Semmelbrösel und das ganze Klump. Auch. Ne? Natürlich, allein der Zustand, in dem sich seine Butze befindet. Das saugt ja der Rechner alles mit an, dass der dann die Haxen streckt, ist irgendwann nachvollziehbar. Als ich mit dem Kumpel im Talk war, keine Ahnung, was der schon wieder hatte. Gumbel. Ja, Gumbel aus, was ein Joker, 1510. Ich hoffe, er hält er durch bis morgen. Bis morgen? Was Ja, ist allgemein, morgen? halt. Ach so. Einfach durchhält. Ach so. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil, weiß nicht.
die Probleme scheinen sich zu häufen. Okay. Ich muss mal schauen, dass ich mal irgendwie an Kohle komme, dass ich mir einen neuen Rechner holen kann. Ja. Geht mir auf Nerven. Aber Ja, und so ward die Idee des neuen Blogs geboren. Da hat er sich wieder daran zurückerinnert, die gute alte Zeit, wo er im Internet um Barne betteln konnte und um Sachspenden, die er wieder zu Barne gemacht hat. Ganz dringend hat er das Werkzeug braucht. Haben wir gelacht. Da haben wir gleich die Schandtat für morgen. also mit dem Jobcenter, da ist ja jetzt auch noch nichts vorangegangen, oder? Nö. Ja, die haben ihm halt schön hier diesen Johnny Cash Mittelfinger auf ein Blatt Papier gedruckt und haben sie nach Hause geschickt. Ne? Also gesagt, den hier kannst du haben, du fetter Dirnspross. Hm. Das ist jetzt in Klage. Denkst du, es dauert lange? Bestimmt einen Monat, Oh Gott. wenn es reicht. Ja, schwierig. Ich weiß nicht. Kannst du in der Zeit irgendwie was anderes? Also Ich könnte mit YouTube oder TikTok wieder anfangen. okay. Yes. Da ist er drüber gestorben. Er kann mit YouTube. Ah, nee, kann er nicht. Mit YouTube? Kann er nicht. Aber mit Digidi, da kann er wieder weitermachen. Boah, Rainer, du bist so brunsteppert. Ganz ehrlich, wenn der sein. Das war ein schlechtes Timing. Rainer hat ja seinen Kanal damals verloren. In Anführungsstrichen. Der hat ihn natürlich nicht verloren. Der ist halt gebannt worden, Digga. Aber der YouTube-Kanal war weg. Und er hat jetzt gerade keine Barne mehr gehabt. Er war jetzt gerade die 3 Monate beim Frankengamer und hat ihm mehr oder weniger alles, was er noch an Barne für den Ranger gekriegt hat, dem Frankengamer in den Hintern gepumpt. Ne? Vollkommen unnötigerweise, aber das, wie gesagt, das ist eine legale Transaktion gewesen. Rainer hat gesagt, darf ich bei dir wohnen, du kriegst ja Geld von mir. Okay. Ja, würdest du schnell 2 Stunden nach Geiselwind fahren, um 4 Subway-Sandwiches zu holen, du kriegst auch Geld von mir. Okay. Würdest du meine Wäsche waschen, kriegst auch Geld von mir. Okay. Und dann waren halt innerhalb von 3 Monaten 30.000 Euro beim Teufel. Und dann ist der YouTube-Kanal weggegangen. Und dann hat er gemerkt, scheiße, die 30.000 Euro, die hätte ich vielleicht einem Anwalt geben können, der mir den YouTube-Kanal zurückklagt. Das wär's gewesen, Digga. Der hätte spätestens ein halbes Jahr später seinen scheiß YouTube-Kanal wieder gehabt. Ja? Wenn er die 30... Wäre der Kanal... Da wäre er auch zu dumm dazu gewesen. Brauchen wir nicht reden. Aber angenommen, der hätte jemanden gehabt, auf den er hört, zu dem Zeitpunkt, wo der Kanal weg ist und der hätte die 30.000 noch gehabt. Ne? Der jetzt hätte sagen können, Rainer, überlegst dir, du kriegst irgendwie immer noch 4-stelligen Bereich, also 100er, lol, über diesen YouTube-Kanal. Nimm die 30.000, gib die einem Anwalt, es gibt da Spezialisten, die machen das standardmäßig, gib die einem Anwalt und sagt, er soll einen scheiß YouTube-Kanal zurückklagen. Ne? Wenn du gewinnst, kriegst du dann auch noch irgendwie Kostenerstattung oder sonst irgendwas. Also da muss YouTube dann mehr bezahlen. Also das ist nicht mal dann komplett verlorenes Geld und die Erfolgschancen sind relativ hoch. Es gibt viele Leute, die ihre YouTube-Kanäle zurückgeklagt haben. Ich glaube, Mimi hat seinen mal zurückgeklagt auch. Also, aber da war halt scheiße gelaufen, weil da war die Barne weg. Waren sie weg. Verfressen. Und als Ausgleich für zerstörte Möbel, die der Frankengamer zu Hause hatte, die er sich natürlich gekauft hatte und gemeint hat, ja okay, die sind schon stabil genug für mich oder jeden anderen aus meiner Familie. Nicht damit rechnen können, dass sich da der Vierteltonner draufsetzt auf die Küchenstühle. Nee. Der hat schon gut gelitten auch unter dir. Der hat sich das Geld dann auch schon redlich verdient. Da hätte ich mehr als genug Kohle. Aber ich dachte, das willst du nicht wegen den Hatern. Bingo. Schwierig, ja. Ja, man wird ja fast schon dazu gezwungen. Ja, ich weiß, was du meinst. Euer Comeback, das Comeback ist hier angekündigt worden. Ich sag's euch, bevor das Jahr zu Ende ist, ist der wieder auf Digidi unterwegs. Dann ist er wieder am Streamen, ne? Ja, dann fängt die ganze Scheiße wieder an, diese, von wegen ab so und so viel Euro Spenden mache ich dann 12 Stunden Streamen oder sowas, ne? Das geht ja wieder los. Aber das ist scheiße, zum Streamen, braucht er einen Rechner, gell? Ja, da muss vorher erst nochmal 20 Big Matches am Tag gemacht werden, übers Handy auf Digidi. Weil das gute Aukitel, das lässt den Quiz nicht im Stich. Das ist Naja. scheiße.
Vielleicht werden meine Träume ja bald wahr. Alles in Ruhe. Ja, Rainer, deine Träume werden bald wahr. Glaubt's immer noch, ja? Irgendwann werden die Träume einfach wahr, von alleine. So wie in den Animes, die er sich immer so gerne anschaut. Je mehr er vorher gelitten hat, desto besser wird's danach. Oh Mann, sag doch sowas nicht. Wieso? Na, dann ist eh Ruhe. Das klingt irgendwie... Dann habe ich meinen Frieden. Ist doch cool. Ja, ich weiß nicht. Nee, das ist irgendwie traurig. Ein Tod liegt nichts Trauriges für die Person, die stirbt. Nur für die Leute, die zurückbleiben. Ja, Rainer, wer bleibt denn da bei dir zurück, bitte? Wir, die Internetgemeinschaft, die dich hasst. Ansonsten außerkommen. Ist vielleicht traurig dann für Uwe, ne? Dass seine Gans die goldene Eier legt, mit der er so schön Partner in Crime-mäßig hier das Jobcenter um hunderte Barne jeden Monat bescheißen kann, dass die dann nicht mehr ist. Ne? Aber vielleicht vererbt ihm ja der Rainer auch alles, was er... Okay, scheiße, stimmt das? Ja, keine Ahnung. Er hat halt einen schönen neuen Duschaufsatz danach, der Uwe. Da kann er sich auch noch drüber freuen. Ja, Rainer, für wen ist denn das traurig, wenn du gehst? Ja, okay, keine Ahnung. Für den Content auf meinem Kanal wird es schwierig, aber ich finde schon was. Ich komme klar, Rainer. Hast du recht, das sehe ich auch so. Ja, aber trotzdem, du lässt ja auch Leute zurück, oder nicht? Zum Beispiel? Keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, wer so in deinem Privatleben alles so ist. Sind von dem Kumpel und zwei andere, oder nee, mittlerweile noch einer anderen Person niemand eigentlich. Ja doch, meine ehemalige Nachbarin vielleicht noch. Marion. Ja, stimmt, Marion noch. Marion ist vielleicht ein wenig traurig. Das Ding, aber ich weiß nicht, hat da irgendjemand die Kuh, hat der noch regelmäßigen Kontakt mit Marion? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Er hat ja nichts mehr davon. Er hat ja nichts mehr davon. Das war ja auch mehr oder weniger so eine Nutzbeziehung zwischen den zwei, ja. Er hat für sie Dinge im Internet erbettelt und sie hat für ihn Mami gespielt. Na, Rainer, ist alles gut, da ist der Wurst, Sammy. Aber jetzt, wo die hunderte Kilometer auseinander sind, ich weiß nicht. Ich fänd's fast schön, wenn er die ab und zu mal anruft und einfach mit ihr telefoniert eine Stunde. Das wäre fast menschlich. Deswegen glaube ich nicht, dass er es tut. Ne? Aber, weiß ich nicht. Und ich? Ja. Ja. Sind wir schon so weit? Ja, und wie gesagt, der Gumpel aus Denken, den er sich gerade aus dem Hintern gezogen hat. Ja, und die zwei Bärchen. Ja? Weiß ich nicht, Rainer. Obwohl, ich glaube, wenn der Rainer morgen den sprichwörtlichen Löffel reichen würde, ich glaube, es kämen viele Leute zu seiner Beerdigung. Einfach nur, um festzustellen, ob es nicht wieder gelogen ist. Einfach nur, ach so, diesmal wirklich. Die letzten 10 Mal, wo es hieß, der hätte es heimlich gesegnet, da war das eine Lügengeschichte, um im Internet Aufmerksamkeit zu erzeugen, um Barne zu erbetteln. Diesmal echt? Wirklich? Krass. Und dann, oh, die ganzen Wegbegleiter kommen alle zur Beerdigung. Leifels, Bengel und hier, Sascha Lobo und, wie heißt der andere, der aufgepumpte Dude? Wolter, Kevin Wolter. Und die ganzen Bärchen und alle stehen sie dann da und weinen. In schwarz, es regnet. Salutschüsse erklingen. Über den Hügeln von Altschauerberg. Das war mir neu. Keine Ahnung. Aber. Und ist besser gelaufen. Ha? Voll ist besser gelaufen. Und wie so ein Dothraki-Lord, ja, reitet er dann auf Pferd Blue hinüber in sein anderes Universum. Ja, ich weiß nicht, ich finde schon, dass du alle Leute zurücklässt, mit denen du halt was zu tun hast. Ja, das sind nur eine Handvoll Großer Verlust, ganz großer Verlust. von Menschen. Oh Mann, oh. Es sind nicht viele Menschen, mit denen ich zu tun habe. Nee, es ist wirklich, da hat er nicht gelogen. Die Leute, die ihn vermissen, sind eine Handvoll Menschen. Also es sind so viele richtige erwachsene Menschen, wie in eine Hand reinpassen. Die vermissen ihn.
Rainer, wenn du mal nimmer bist, ich vermisse dich in Pickel am Arsch. Und die wenigen, mit denen ich zu tun habe, naja, denen habe ich schon gesagt, wenn ich drauf gehe, macht ein Fass Bier auf, sauft, hört ein bisschen Musik und feiert mein Leben und nicht betrauert meinen Tod. Ja, das verstehe ich, das kann ich gut nachvollziehen. Sowas sagen meine Eltern zum Beispiel auch immer, wenn die mal tot sind, dass wir das dann feiern sollen. Ich weiß nicht, meine Eltern waren sowas in Richtung. Es gibt so ein tolles Lied, wenn ich tot bin, sollst du tanzen. Ah, ein massiver Ohrwurm. Bitte gern geschehen. Jo, verstreut mich dann im Meer oder so meine Asche oder sowas. Das ist auch wild, da bin ich gespannt, ob die das dann wirklich so nochmal sagen, wirklich kurz bevor es soweit ist, weil dann müssen wir das ja eigentlich durchziehen, aber ich weiß gar nicht, ob das legal ist, keine Ahnung. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Es ist legal, aber nicht überall. Ja, in Deutschland zum Beispiel nicht. Es gibt, glaube ich, irgendein Schlupfloch, wo du das über die Schweiz machst. Ne? Also wenn du sagst, du möchtest in der Schweiz im Krematorium das machen lassen, da gibt es ein Schlupfloch. Wie du das dann machst, dass du die Asche behalten kannst. Aber weiß ich nicht. Attachment und sowas irgendwie zu seinen Verwandten, schön und gut. Ich hätte nicht gern hier so eine Kaffeedose in der Butze stehen haben mit der Asche von meinen Verwandten drin. Nee. Das ist creepy, Alter. Das ist wirklich creepy. Können sie genauso gut ausstopfen und auf die Couch setzen. Hast du, das ist übelst eine morbide Frage, aber wie hast du das geplant? Alter, wie geil wäre das? Rainer macht einen Arsch hoch. Irgendjemand macht ein Crowdfunding, kauft das alte Grundstück, baut die Schanze originalgetreu wieder auf, lässt Rainer ausstopfen, stellt da die Zaren-Couch rein und setzt ihn drauf und dann läuft einfach 24 Stunden am Tag der YouNow-Stream. Oh, das wär's. Das wär's. Und für dich? Und jetzt schmeißt mich einfach in irgendeinen Straßengraben, schmeißt vielleicht noch ein bisschen Sprühwurst drüber, passt. Oh Mann, Denn, das geht doch nicht so. wieso? Ist so, das. Der Körper ist nur eine Hülle. Ja. Du liest doch meinen Blog, du müsstest doch wissen, wie ich darüber denke. Ja, trotzdem. Also, der will eine Waffe, Guthaben, ein Einhandwert, Gewicht 1,5 Kilo, abgestreckt Qualität, also 1,25 Kilo. Okay, 1,25 Kilo. Hab ich nicht so ein Schwert? Mal sehen, was bist du denn? Du bist ein Einhandschwert. Kann ich das dem einfach geben? Was zockst du eigentlich gerade? Du streamst doch. Oh, warte, habe ich gar nicht hingeschaut. Ah, na eben, stimmt, du streamst. Oh, danke. Man hätte auch einfach den Namen des Scheißspiels sagen können. Er ist sogar zu den Bärchen, die erklären will, ist er wie ein hinterlästiges Arsch. Was zockst du? Dann könnte man sagen, ey, ich zock das und das. Ich stream's auch gerade, wenn du es dir anschauen willst. Das hätte jeder Mensch gesagt, der kein Dirnenspross ist. Was sagt Rainer? Ich stream's doch! Pass alle auf! Hast auch ADS, oder? Alter Maul, Rainer. HDS. Hagel-Dom-Syndrom. Was ist mit dem hier? Die Menschen. Okay. Der will also ein Einhandschwert haben. Dann gib mir doch mal ein Einhandschwert. Es darf nicht über 1,25 Kilo gehen. Ja, machen wir mal einen billigen Knauf. Ja, jetzt come on. Bitte, hätte man das nicht wieder rausschneiden können? Es interessiert jetzt keinen, was er mit seinem scheiß Schwert macht. So, dann machen wir das hier. Kurzschwert, Einhandschwert. Bitte. So. So, jetzt muss ich noch... Ich mach wieder Pause. Okay, jetzt sind sie ein bisschen weiter. Er labert immer noch über sein scheiß Game, aber er imitiert währenddessen einen fürchterlich schlechten, an der Grenze zum Rassismus befindlichen italienischen Dialekt, wo ihm, glaube ich, jeder Italiener mit ein bisschen Nationalstolz ihn mit der Nudelwalze vermoppen würde, wenn er es hören wird. Aber wissen, der Rainer hat ja dieses südländisch-italienische Blut, deswegen hat er so ein Temperament. Ne? Das ist kein cholerisches Arschloch, der hat einfach nur südländisches Temperament. Weil irgendwie, keine Ahnung, sei Oma
Yamura, keine Ahnung. Ne? Das ist nicht der italienische, sondern Spanisch. Ah. Der direkt zumindest. Ah ja. Ich kann das immer schlecht auseinander. Ja, ich hätte es jetzt auch nicht erkannt. Das hat sich schon sehr italienisch angehört. Das da vorne, der hat auch irgendeinen italienischen Begriff gesagt vorhin. Also das ist Bullshit mal wieder, was er labert. Halten. Ich bin ja zum Teil Italiener, also von daher. Ach so. Ich habe gesagt 1500, ne? Ja, 1538, glaube ich, habe ich gesagt. Das kann sein. 1538, ja, definitiv ist das so. So, dann bauen wir bitte hier mal rein. So, dann bereiten wir mal fort die Formel. Er ist zum Teil Italiener-Bullshit, den er da verzapft. Der, das ist auch so ein ambivalentes Ding. Ja, das ist manchmal, wenn man ihm einen Rassismusvorwurf macht, sagt er, ja, ich kann gar nicht rassistisch sein, weil meine Oma war halb Italienerin oder so, keine Ahnung. Bild. Und aber auch um sich interessanter zu, ich bin zum Teil Italiener. Ne? Oh, ich habe hier so eine interessante Backstory, bin praktisch in 2 Kulturen aufgewachsen. Ja? Pressack mit Sauerkraut in Franken und italienisches Temperament. Ja, Herr Maul, Rainer. Einfach dein Maul. So, jetzt geht es langsam auf den Temperatursturz hin. 1538. Der muss aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Wenn es zu heiß wird, leidet die Qualität des Eisens darunter und damit die Qualität meiner Waffe. 1538. Jetzt müsste der Schmelzpunkt einsetzen. Genau, perfekt. So, gut. Und ich habe es geschafft. Warte mal. Wie viel ist noch drin? 0,1 Grad. Boah, jetzt halt dein Maul, Rainer. Ja, weg damit. Bärchen, kannst du bitte irgendwie... Einfach in die Umgebung gießen, okay. Ja, Kannst du irgendwie für Unterhaltung sorgen? Quatsch den an. Unterbrich ihn. das finde ich doch mal, was willst du machen? Brauche ich eine Stange. Und mit der Stange kann ich hier machen hier eine schöne Nieberstahl. Und mache ich hier den Knauf von der Waffe. Alle wissen, dass ich wieder mit der tieferen Stimme rede. Ah, nee, bitte nicht, Rainer. Vielleicht. Ah, ja. Aber strengt dich das nicht an? Das, mein, wie du so stellst. Ich dachte. Weil jedes Mal, wenn man seine Stimme irgendwie so ein bisschen verstellt, ist das ja anstrengender, so zu reden, oder nicht? Die Stimme her nicht. Du willst die Stimme her, wenn ich so hoch sprechen muss. Nee, ich habe ja von Natur aus eine relativ dunkle Stimme. Ja. Also verhält. Wie er gerade künstlich immer noch seine Stimme tiefer macht. Ja, ich habe also von Natur aus ja immer schon ein bisschen eine dunklere Stimme gehabt. Ich klinge wie ein Playboy aus den 70er Jahren in seinem Ohrensessel, in der linken Hand ein Glas Scotch, in der rechten eine gute Zigarre. Genießen die guten Dinge des Lebens. Halt dein Maul! Ey, das ist so todescringe, dass alles zu spät ist. Und wenn er seine in Anführungsstrichen Riddick-Stimme anschmeißt, hört sich das nicht an wie Riddick, sondern das hört sich an wie ein Perverser, der nachts junge Frauen anruft, um ihnen Angst zu machen. Mal Hanne, ich weiß, wo du wohnst, ich hab deine Telefonnummer. Verhältnismäßig jetzt so. Es gibt Männer mit dunklerer Stimme, die haben sich an wie der tiefste, dunkelste Dämon. Aber für mich ist das eigentlich keine große Sache. Also die Stimme ist jetzt nicht so das Problem. Okay. Also höhere Stimme. Ein komisches Soundboard hat er nicht mehr, wo er dann die Effekte einstellen konnte. Das war zwar auch cringe, aber das hier ist ja einfach nur noch lächerlich. Hohe Stimmen sind etwas anstrengender. Ja. Aber du hast einen ganz schönen Stimmumfang so. Also du kommst ganz schön hoch und ganz schön tief. Das ist krass. Was? Das glaube ich aber nicht. Doch, ich glaube Das schon. halte ich für nicht recht, Ja, jetzt hört er sich an wie ein kastrierter Frosch, Rainer, halt's Maul. Was ich auch kann, ist das Sprechen in verschiedenen Dialekte. Mit ein bisschen Russisch. Ja? Ivan. Aber ja, aber verschiedene Dialekte war doch wieder Italienisch, oder? Jetzt Russisch Ivan, natürlich. Rainer, das einzige, ich habe ja gesagt, ich mag ja Stereotype und Klischees grundlegend. Ne? Wie gesagt, man kann sehr, sehr viel Spaß damit haben. Ne? Man kann sehr viel über sich selbst lachen, zusammen mit anderen, sich da gegenseitig Bälle zu spielen. Aber was er halt hier tut, man muss das halt geschmackvoll machen. Ne? Das muss halt auch irgendwie ein bisschen im Kontext und ein bisschen subtil sein. Ich kann nicht einfach hier die Scheiße machen, sagen, hey, Ivan Ruski, aber Wodka trinken. Und dann der Meinung sein, ja, geil, alle finden es lustig und rollen sich auf den Boden. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, wie diese ganzen Vogue-Spinner, die sagen, oh, das ist problematisch. Ne? Das ist halt nicht problematisch, das ist halt einfach dumm.
Ne? Das kann auch einfach, jetzt kurze Abschweifung an alle Leute, die hier leicht butthurt werden bei allem Möglichen und immer gleich offended sind. So, Humor kann auch einfach geschmacklos sein oder nicht den eigenen Geschmack treffen, ohne dass es ein Hassverbrechen ist, Digga. Das ist halt einfach, dann war einfach ein schlechter Witz aus meiner Empfindung. Andere finden vielleicht geil, so, keine Ahnung. Es gibt Millionen Leute, die Mario Barth feiern. Ich finde den Mann nicht lustig. Ich fand den Mann nicht lustig. Nie. Shoot is Money, da fand ich den ersten schon scheiße. Das ist einfach nicht mein Humor. War es nie, wird es nie sein, aber ich werde nicht irgendwie denen irgendwelche Ismen an den Kopf werfen oder irgendwie eine böse Absicht. Der Mario Barth, der ist halt Sexist oder Bully und so, bla bla bla, Homophob und der. Halt dein Maul, ne? Das ist halt einfach Humor, der nicht meinen trifft und das ist gut. Und dann ist rechts oben der X-Button, dann schaue ich es mir halt nicht an. Und die Leute, die das genießen können, die es geil finden, die können sich das geben und die verurteile ich deswegen auch nicht. Bums aus, Nikolaus. Wo ist das Scheißproblem? Gut, muss ich jetzt mal kurz sagen. Aber jetzt so, das hier ist tatsächlich, wo ich sagen würde, wenn da jemand sagt, okay, little bit offensive, würde ich der Person geben. Was soll das? Was machst du? Willst du Schläge? Kriegst du aufs Maul? Ja. Ivan kriegt aufs Maul. Ja? Heute die Brüder gehen wir auf Jagd nach Ivan. Er muss nicht ihn kommen. Habe ich meinen Dialekt ein bisschen verkackt gerade, aber egal. Ja, du hast alles verkackt. Den Dialekt, die Narrative, weil du auf der einen Seite zwar den Ivan machst, der haut Leuten aufs Maul, aber irgendwie haut er sich selber, also er kriegt auch aufs Maul, das heißt, entweder haut er sich selber aufs Maul oder hat sich wieder mit falschen Leuten eingelassen, so wie du, das ist vielleicht ein wenig autobiografisch, und dann switchst du aber zum nächsten Türken-Klischee von wegen die Brüder holen, etc., bla bla. Rainer, du bist all over the place, lass es einfach bleiben. Du hast auch keine Ahnung von nichts und du bist nicht so ein weltgewandter Lebemann, wie du glaubst, der Ahnung von irgendwas hat. Halt einfach dein Maul, bleib beim Mittelfränkisch und gut ist, ne? Wo hast du das gelernt? Gar nicht. Das habe ich alles im Laufe meines Lebens halt einfach mir so angewöhnt. Okay, nicht schlecht. Ja, ich habe in meinem Leben mit Türken, mit Russen, mit verschiedenen Menschen auf den Dingen zu tun gehabt und ich schaue halt auch. Ja, im Multikulti-Melting-Pot Altschauerberg ist er mit allen möglichen. Kennen wir. Ich war schon in Altschauerberg. Das ist nicht Multikulti, ha? Das ist wie eine hochskalierte Schrebergartensiedlung da drunten. Das ist ja Auenland auf Doppelherz. Das ist Altschauerberg. Da ist sicher keine Türken und Russen unterwegs gewesen. Gewiss nicht, vor allem nicht, wo er aufgewachsen ist. Der Film, ja. Aber so, wenn du dir Filme anschaust, dann eigentlich generell auf Deutsch eher, oder? Ich schaue mir immer Filme auf Deutsch an, mit einer Ausnahme, und das sind Animes, und das auch nur, wenn sie mich sehr interessieren, dann schaue ich sie teilweise auf Japanisch an. Ah, okay. Ja, halt der Maul, macht er nicht. Macht er nicht. Und wenn, dann muss er bei jedem Frame Pause machen, weil der will mir jetzt nicht erzählen, dass er der große Leselord, was? Was? Dass er es hinkriegt, so einen Anime durchzuschauen, in normaler Geschwindigkeit und nebenher den Untertitel zu lesen. Das will er mir jetzt hier verzapfen. Was jetzt mit der Legasthenie, Rainer? Und mit dem ADS und den ganzen Scheiß. Ne? Und mit dem Analphabetismus. Ne? Soli. Okay, krass. Da würde ich nichts verstehen. Watashi, Nihongo. Ja, ich sag ja, ich verstehe gar nichts. Wer ist Mongo? Was hast du über meine Mutter gesagt? Komm, gib dir. Ich sagte, aber eigentlich, also ich sagte, ich spreche ein bisschen, ich spreche nicht ein bisschen, habe ich nichts, ich spreche Japanisch, habe ich gesagt. Also war aber sehr unglücklich formuliert. Okay. Also ich arbeite daran, die Sprache zu lernen, das ist ganz cool. Ja, Rainer, ich weiß nicht, was das hier ist. Sind das die... Sind das Notizen? Das sind aber keine Notizen von Reini, oder? Ich weiß nicht, ob das... Sagt es mir mal kurz. Hat da irgendjemand ein IQ, warum dieses Notizbuch... Hier von der Schrift her könnte es schon fast Reini sein, gell? Von der Schrift her hier eher vage...
Senkrecht. Oh ja, das könnte schon fast rein. Aber Reini macht sich doch nicht so eine Arbeit, oder? Nee. Ja, komm, er erzählt jetzt hier von seiner Japanisch-Künste. Hey, let's go. Aber alleine ist es auch ein bisschen nervig, weil wenn du es alleine machst, dann ist es auch scheiße halt, ne? Ja, es kann halt auch keiner so richtig Feedback geben, ob du das jetzt gut gemacht hast oder nicht, oder? Das ist das eine. Das andere ist, es ist halt mega beschissen, wenn du, warte mal kurz, Ruhe. äh, Boah, jetzt kommt gleich letzten Endes. Ich hab's im Urin. was habe ich denn da? Muss ich da drücken? E? Nee, R. Jetzt bin ich, doch. Alt F5 oder was war das? Oder Alt F4? Alt F4 muss er drücken. War das? Probier es jetzt nicht aus. Doch E. Naja, okay. Qualität, Waffenqualität. Ist du mal weg da? Nervst? Stehst du im Weg? Dann halt nicht. So, ein bisschen nachlegen hier mit meinen Sachen. Was hast du für eine Dinge? Auch jetzt so reingestellt. Bing! Legen wir schon hoch. So. So, Schaust du aus? Du bist wieder auf 750, dann kann ich weitermachen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Japanisch lernen alleine ist doof. Achso, ja, ich lande es halt über eine Webseite und da gibt es halt auch einige, die das halt aus Mutter. Digga, das ist die Aufzugmusik, die im Loading-Screen bei irgendwelchen Games läuft. Sein Geplapper über seine Videospiele. Die Lüge muss fertig gerendert werden, bevor die im Kopf nicht fertig gerendert ist, kommt einfach irgendwas rausgeplappert. Damit die Luft scheppert. Und dann währenddessen denkt er sich, okay, jetzt sind wir beim Japanisch-Thema. Wie kann ich der jetzt glaubhaft vorlügen? Ich könnte Japanisch, ohne dass sie mir sofort draufkommt. Was mache ich, wenn sie Rückfragen stellt? Ja, dann bist du lackiert, Rainer. Und währenddessen blubbert da irgendwas von seinem Spiel dahin. Damit die Mulle halt nicht merkt, Jokes on you, Rainer, jeder merkt's, damit die Mulle halt nicht merkt, dass er sich gerade eine Lüge zusammenrendert. Darüber, was er doch für tolle Japanischkenntnisse hat. Sprache herstellen können und die einem dann halt ein bisschen helfen, aber wenn du halt gar niemanden hast in deinem Privatumfeld, wo du es nicht sprechen kannst, dann ist das halt scheiße. Ja, verstehe. Aber ich glaube, Wally Bunny, ich weiß gar nicht, Wally Maus, Wally Bunny kann das aber auch ein bisschen zu beherrschen. Das kann sein, keine Ahnung. Können wir sie ja später mal fragen. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, was reingeschrieben in die Art. Ich dachte eigentlich, du auch, aber da habe ich mich wohl vertan. Ich nicht, nee. Ich kann nur Englisch und ein kleines bisschen Französisch, was ich in der Schule gelernt habe. Und Latein habe ich auch in der Schule gelernt. Aber da ist eigentlich das meiste einfach raus aus meinem Kopf. Nihongo Oishi wa desu ka? Okay, ich habe keine Ahnung. Nihongo ist die Sprache, also Japanisch. Okay. Nunc est bibendum. Das könnte man sehr, sehr, sehr frei übersetzen mit reißt euch Häube auf. Nihon ist Japan, Nihongo ist Japanisch, die Sprache. Das eine ist das Land, das andere ist die Sprache. Nihon ist die Sprache, ist das Japan, also das Land, und Nihongo ist die Sprache. Okay. Deutsche, Ja, Bildungsauftrag wieder, ne? Beim Kasper lernt man, wie Latein in Bayerisch übersetzt wird. Deutsche Chin ist ein Deutscher, Deutsche Go ist die Sprache. Ah, okay. Deutscher ist Deutsche, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das ist quasi Deutschland. Ja, das hat sie eher niederländisch angehört, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe bei Japanisch keinen IQ. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde, aber in letzter Zeit denke ich mir bei allen Sprachen, das hört sich einfach an wie Schmerz im Ohr. Japanisch hört sich für mich an wie dieses, kennt ihr dieses alte Modem-Gedudel aus den 90er Jahren, in den frühen Zeiten des Internets? So hört sich für mich Japanisch an. Der Sprache kann ich nix abgewinnen. Ha? Ja, nicht schlecht. Hier ist Englisch. Hier ist Englisch. Spango ist Französisch. America Go ist Amerika. Genau. Ja, ich glaube dir das einfach alles. Ich kann es eh nicht nachprüfen, aber wird schon passen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Was ich cool finde, ist, dass in meinem Namen, wenn man es im Deutschen spricht, das Wort Liebe ist. Echt? Cool. AI ist Liebe. Oder Ja. heißt Liebe. Warst du eigentlich? Der Rainer mit AI ganz wichtig. Ja, mit sehr viel Liebe. Für große Wassertiere. Grüße gehen raus an die zwei Jungs, wie sie nicht heißen, die diesen Altschauerberg 8 Song gemacht haben. Natürlich. Warst du schon mal in Japan? Habe ich doch noch nicht mal geschrieben. Hast du das mitgekriegt? Ja, aber das war so offensichtlich gelogen, Rainer. Es war so offensichtlich gelogen. Die Leute haben dir aufgezeigt,
da war irgendwie Okinawa oder Kyoto. Ich glaube, das waren die 2 Städte. In irgendeinem davon ist er gelandet und in irgendeinem anderen davon war er dann. Und nicht nur, dass diese 2 Orte irgendwie 1250 Kilometer weit auseinander sind. Nein, da ist er 1000 Kilometer davon, ist er einfach pazifischer Scheiß-Ozean. Ne? Aber da ist er hier mit dem Schimpansen rübergefahren. Dieser fette Lügenkobold, Alter. Nee. Letztes Jahr war ich mal. Ah, echt cool. Hab mich einen Kollegen eingeladen. Ich war noch nie in Japan, aber ich würde da auch gern mal hin. Ist ein wahnsinnig schönes Land. Wahnsinnig höflich, die Leute. Aber teilweise ein bisschen rassistisch. Echt? Aber nicht. Ich weiß. Ich kann nicht höflich und rassistisch sein. Alter, keine Ahnung. Vielleicht, ich habe gerade irgendwie so einen sophisticated British Guy, der die N-Bombe droppt. Vielleicht ist das höflich und rassistisch. Aber ich kann mir sonst nicht vorstellen. Excuse me, sir. Would you maybe do me the favor and mind you're going back where the fuck you came from? Keine Ahnung. Aber nicht nur gegen Ausländer. Thank you very much. Much obliged. Sondern auch gegen Leute intern. Das ist ein bisschen so, ein bisschen eine schwierige Sache. Aber das war ja früher, waren die ja in Frakturen aufgeteilt. Ne? Also es gab die ganzen Frakturen, ganzen Provinzen. Und da haben die quasi so ein bisschen einen Argwohn gegeneinander gehabt, auch so. Rainer hat einfach sich 3, 4 Schlüsselwörter auswendig gelernt, an denen er sich da so entlanghangeln kann, um als gebildeter Weltenbummler durchzugehen. Ich kenne mich aus, ich war schon in Japan, ich habe die Kultur, weißt, die haben ja damals in der so und so Zeit unter dem Kaiser bla diese und jene Strukturen in ihrer Gesellschaft. Halt dein Maul, Rainer. Du hast auf Wikipedia hast du 3, 4 Satzteil auswendig gelernt und ziehst jetzt irgendwelche Storys aus dem Arsch, um irgendwelche Mullen zu beeindrucken. Weil dir das irgendein überteuerter Dating-Coach im Internet gesagt hat, dass allgemein gebildete Männer mehr Chancen haben auf Wurstfach. Das ist jetzt der Punkt. Ja, das funktioniert halt nicht. Jeder durchschaut dich, weil du einfach HDS hast. Weil du HDS hast. Quasi auch schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Okay. Ja. Du kennst dich da ja echt aus, ey. Naja, ich habe halt nicht viel gelesen. Ne? Da gibt es auch 1, 2 Leute auf TikTok, die da öfter mal drüber sprechen über solche Sachen. Was in Japan ist aber halt auch die Sprachweise teilweise. Ja? Du kannst zum Beispiel sagen, hä? Das sind 3... Das hört sich an wie meine Yoda-Imitation. Japanisch lernen du musst. Lügen du sollst. Oh. Ah ja, wenn er jetzt anfängt, diese Scheiße wieder zu geben, Alter, dann hascht mich da liegen. Ich wüsste wirklich gerne. Spricht jemand Japanisch von euch? Ich möchte wissen von einem Muttersprachler. Ich will, dass ein Muttersprachler sich das anschaut, was er da verzapft. Ja? Und ich will sehen, wie dieser Person sämtliche Gesichtszüge entgleisen. Ja? Da hätte ich richtig Bock drauf. Dass die Person dann dasteht und sagt, so, ich weiß nicht, was der dicke Dirnspross davon sich gibt, aber Japanisch ist es gewiss nicht. Das ist dreimal der gleiche Laut. Oh Gott. Verschiedene Betonungen. Und damit hat er verschiedene Bedeutungen. Oh Gott, oh Gott. Wenn du zum Beispiel sagst, dann heißt das so viel wie ja. Wenn du sagst, jetzt warte mal kurz, ich muss einen Moment überlegen. Oh Mann, da würde ich die ganze Zeit durcheinander kommen. War nicht Hi? War das nicht Ja? Wie gesagt, ich habe keinen IQ in Japanisch, aber ich habe Kill Bill gesehen. Das ist meine japanische Expertise, Digga. Ich habe Kill Bill gesehen. Man gewöhnt sich dran, aber es ist sehr, sehr geil auf jeden Fall. Das Coole ist, du hast im Japanischen die Möglichkeit, wenn du sagst Watashi, bedeutet das so viel wie ich. So, Okay. Watashi. Das ist das wichtigste Wort für einen Rainer. Das hat er als erstes gelernt. Ja? Das zweite war will und das dritte war Bimsen. Ja? Der typische deutsche Tourist lernt als erstes, wie er in der Kneipe ein Bier bestellen kann in einem fremden Land. Nicht so der Rainer. Nein. Ja? Der Rainer hat sich gedacht, er klärt sich erstmal so eine Sushi-Rolle. Ne? Watashi bedeutet ich,
War ist ein sogenannter Partikel. Ich weiß gar nicht, haben wir im Deutschen auch Partikel? Weiß ich gar nicht. Das ist ein sogenannter Partikel, also sozusagen ein Zusatz für den Namen. Und ja, ich habe das bevor jetzt wieder irgendwelche Leute eskalieren, ich habe das aus Rainers Sicht, ne? In Rainer denkt sich, ne? Dass jeder heißt, der Kasper verbreitet rassistische Ding, ne? Macht er nicht, der Kasper macht nur sein Zeug. Er ist derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. Das heißt eigentlich, der hergeht und die Scheiße baut auf Japanisch. Okay. Für Watashiba. Und 92, okay, für den reicht's. Ist der noch da? Ja, der ist noch da. Dann werden wir mal schnell fahren. Ich muss mal gucken, dass ich das schnell zu Ende mache. Ich schaue es jetzt nach. Ich schaue es jetzt nach eine Sekunde. Okay, Leute, Quelle Trust Me, Bro. Ich habe es dir selber noch nicht angehört. Ich habe jetzt auf Google eingegeben, er hat Scheiße gebaut auf Japanisch. Und Google sagt mir jetzt, das heißt, ich lese es jetzt erstmal vor, so wie es ich vorlesen würde, so auf reine Art und Weise. Kare war Mecha Data. Okay, schau mal, wie es richtig anhört. Also laut Google. 彼はめちゃくちゃだった。 Das ist wichtig. Das muss er sich merken, der Rainer. Ne? Der hergeht und die Scheiße baut. Also ich bin jetzt hier irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Technik hat mir gerade 1 Strich durch die Rechnung gemacht. Ich muss gucken. Oh Gott, oh Gott. Wenn du zum Beispiel sagst, dann heißt das so viel wie ja. Wenn du sagst, das Leute, ich beende hier das Video und starte das nächste. Einfach aus Grund meiner eigenen Unfähigkeit. Diesmal waren es jetzt plus 51 Minuten. Weil dann kann ich mir nämlich das Ende vom Video nochmal anhören, dann weiß ich, wo ich stehen geblieben bin. Genau. Ich muss gerade Pause machen und es ist alles scheiße geworden. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.